Jetzt hast du die Route praktisch geplant, oder? Die Route geplant. Jetzt da die Sache da starten. Okay. So, jetzt schreibt er mal wieder Sensorsystem läuft. Mal ein bisschen warten. Schau, du hast da doch nur das Bild. Ja, aber ich drücke ja dann da hin. Ich möchte das nicht sehen. Das sieht Und das man, darf wenn uns die interessieren, wenn Sonne- du das aufzeichnest. Oder das aufzeichnen oder das. Oder kombiniert er das? Weil das Bild ist super. Und das möchte ich gerne als Aufzeichnung haben. Oder variieren können, was ich haben möchte. Ist das sonnig? Da rüberstellen. Die Handyhalterung will nicht mehr sein. Hindernisbremsweg. Da hat er gesagt 3 Meter. 3 Meter. Und der Wadenabstand 7 Meter. Sicher. Jetzt hat er noch- Ah, jetzt kostet das einstehen, oder? Die horizontale, die war vorhin grau. Schau hier. Schau ich nochmal nach. Zur Sicherheit. Warnung 7 Meter, Stopp 3 Meter. Ah, okay. Kommt dann der Bauernhatz da voll drüber, oder? Genau. Hi André, grüß dich, servus, habe Dere. Ich hoffe, ich kriege einen Chat ein bisschen mit. Wir sind jetzt Übungsfliegen. Wir haben ja jetzt die Drohne seit 2 Tagen. Und es sind Millionen, Milliarden Einstellungssachen. Also Propeller hast du noch nicht. Ui. Schönen Gruß vom Dingsbums. Schön, du hast Druck. So, dann starten wir die Geschichte. Ja, die Monitor haben wir dazu gekauft. Citronics. Richtig geiles Ding. Du bist im Stress. Oh, das ist schlecht. So, die Dani startet jetzt gerade den automatischen Flug. Schau mal. Werden wir gleich den ersten Absturz live erleben. So, stopp. Warum hast du das jetzt so nicht runtergemacht? Weiß ich nicht. Hi Zitronenkojote, grüß dich. Nee, geht gar nicht. Also bei dem Wetter gar nicht. Aber es geht um die. Also wir sind jetzt hergefahren an das Feld. Wir haben da die Wegstrecke jetzt schnell programmiert. Und wir sind jetzt so Sachen testen wie Hinderniserkennung, dass wir es richtig einstellen, also so wichtige Sachen. Ja, also reines technische Fliegen, um das geht es jetzt gerade. Finden durst jetzt bei dem Wetter gar nichts. Ich habe jetzt leider die Aufnahme ein bisschen spät gestartet, weil ich jetzt ist mir erst Du eingefallen. machst jetzt eine Bildschirmaufnahme, oder? Ja. Wir testen auch Bildschirmaufnahmen, dass wir das einmal mitfilmen können, wenn wir was finden. Aber das kostet im Einsatz alles nicht mal. Da brauchst du eine Ruhe und musst das. Das blendet halt ganz schön. Also auf dem Monitor wird es jetzt so wahrscheinlich nichts erkennen. Die Drohne wird es auch nicht erkennen da oben. Dani hat jetzt so das Feld praktisch schnell markiert. Auf Google Maps funktioniert das. Ist integriert im Controller, kann man verschiedene Karten eingeben. Hat die Wegpunkte praktisch gesetzt, dann wird das
setzt die Drohne die Bahnen ganz automatisch und dann braucht die bloß auf Start drücken. Dann fliegt die zum Startpunkt, also das ist der Landepunkt und der Startpunkt. Also der Startpunkt vom Flug, der Startpunkt von der Mission. Und wenn ihr das erreicht habt, dann geht ihr auf die Höhe. Du bist jetzt auf 50, 60. 50 Meter. Auf 50 Meter rein theoretisch. Da mit der Thermal 80 oder 100 Meter gehen. Aber wir fliegen da eigentlich eher vorsichtiger, dass wir da ja nichts übersehen. Die Drohne wird es wahrscheinlich nicht erkennen da oben. Also die eiert da jetzt ihre Bahnen runter. Wenn die Dani was findet, oh, das ist eine Wespe, sehr schön, dann kann die da den Stopp-Knopf praktisch drücken. Schaltet dann um auf die Zoom-Kamera. Das ist ein 58-facher Hybrid-Zoom. Also bloß, wenn es euch interessiert, die Technik. Das heißt, bis 7-fach ist digital, ist manuell, also mit Linsen. Und dann digital können wir euch dann auch mal zeigen. Also du kannst da auf 5 Kilometer ranzoomen und du siehst immer noch, wenn ein Auto fährt. Also das ist brachial. Mit den alten Drohnen hast du runterfliegen müssen. Ja. Hast schauen müssen. Bei derer machst du es gar nicht mehr, schaltest auf die Zoom-Kamera um und kannst dann ranzoomen und da siehst du wirklich jeden Maulwurfshügel. Wenn die Mission dann zu Ende ist, dann fliegt die in der Regel automatisch wieder zurück, kann man einstellen. Ja? Zu uns zurück und schwebt dann noch. Genau, die schwebt dann und dann kann man die Landung praktisch einleiten. Jetzt ist fertig. So, jetzt ist fertig da oben. So schnell ist es jetzt gegangen. Das war jetzt das Feld, da was du vor uns sitzt. Das waren jetzt 5 Minuten vielleicht. Eine Minute. Kann man da was erkennen? So, jetzt müssen die hier schweben. Genau. Aber die ist jetzt noch nicht gleich hoch. Doch, die ist über uns, oder? Oder ist die jetzt beim Startpunkt von der Mission? Weil die Sonne blendet da so. Beim Startpunkt von der Mission. Und du hast das jetzt manuell landen, oder was? Ah ja, hören tut man schon. Jetzt haben wir da aber die Noise Reduced Propeller drauf von DJI, also die geräuscharmen. Aber ich kenne jetzt keinen Unterschied. Also, Können wir mir bitte kurz eine Sonnenbrille geben? ja. Sie geht vielleicht ein bisschen. Sonnenbrille. Dankeschön. Ja, ich habe meine auch dabei, weil wir ein paar Videoshots da machen, die mehr mal so geile Autoaufnahmen haben. Das ganze Tracking und so weiter. Ja, das kann ich euch auch mal schnell live zeigen. Mit Koffer. Und hier sind die ganzen Goldstücke drin. Akku, 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 Akku. Einer ist jeweils in die Drohnen drin, also 7 Akkus. Genau. Was ja cool ist, ist der Gimbal-Schutz. 1000-mal besser wie bei der Videodrohne. Da hast du so einen blöden BH. Oh, jetzt höre ich schon. Oh, da ist schon. Jetzt schauen wir mal, ob es triffst. Ha? Schau her, da müssen wir bei Erdhaken rein da. Siehst du das? Ah, Ich drift nicht. deswegen machen wir Übungsflüge. Genau deswegen. Ja, cool. Also das hat funktioniert. Wir machen dann die Hinderniserkennung. Also ich stelle mich dann da ins Feld. Danke, André. Ich stelle mich da ins Feld und dann hörst die Dani im Sportmodus auf mich zu. Und dann schauen wir, ob die bremst oder nicht. Also wenn der Markus morgen keine Birne mehr auf den Kopf, auf die Schultern hat, dann wisst ihr, das hat nicht funktioniert. Genau. Wenn ihr eine neue Frisur habt, dann hat es nicht funktioniert. Sau cool. Genau. Jetzt haben wir gedacht, das machen wir so einen kurzen Livestream, weil ich das unbedingt zeigen wollte. Warum, dass ich momentan nicht so dazu komme, dass ich Videos mache. Gell? Ja. Helmpflicht, sagt der André. Genau, Helmpflicht, ja. Und das haben wir gar nicht gedacht. Gott sei Helmpflicht. Aber warte mal. Jetzt pass auf, André. Weil ich habe da so eine Tasche noch vom Landepad. Jetzt pass auf.
Und? Mit Ton. Mit Ton? Okay. Also der Helm ist wesentlich besser, weil die haben den in Österreich getestet. Die haben einen festen Helm, haben die aus 100 Meter runterfallen lassen und der ist kaputt gegangen. Und der da, den haben sie aus 100 Meter runterfallen lassen und der war ohne Schäden. Also die Helme sind am besten. So, jetzt will die Alte was von mir unterm Reden, klar. Da habe ich was gesehen und dann Ah, ja. habe ich das da hingezoomt. Genau, das ist die Zoom-Kamera, vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. Genau, rechts ist jetzt die Zoom-Kamera. Und da siehst du jeden Grashalm und das aus 60 Meter Höhe. Das muss ich jetzt da genau in den grünen Kreuz rein. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Also links hast du das Infrarotbild, dann hast du Weitwinkel in Original und dann die Zoom-Kamera. Also die Mavic hat 3 Kameras. Und das Links siehst du es aus 60 Meter Entfernung und rechts siehst du es jetzt herangezoomt mit 56. Und da siehst du zum Beispiel links so einen kleinen weißen Punkt. also Ja, genau, das ist Makro. Genau, so schaut es aus. so, aufgenommen oder? Und nachdem ich euch so gern mag, zeige ich euch jetzt schnell die Linse. Da könnt ihr es nämlich vielleicht auch erkennen. Also oben ist die Zoom-Kamera. Schatten die. Ja, gehen wir in den Ganz Schatten. eng das Ganze. Die Sonne ist halt brutal. Also, jetzt schaut's her. Hier haben wir das Weitwinkel. Da oben haben wir die Zoom-Kamera. Und das Große, natürlich das Silberne, ist die Thermal. Klar, die braucht natürlich viel Licht, deswegen ist die Linse ja ziemlich groß. Und jetzt schaut euch die an. Und dann, wenn ihr meine anschaut, so ist eigentlich fast nur die Kamera der Unterschied. Also das ist das Teure drum. Außerdem hat die Mavic oben noch ein Modul. Da kann man runter basteln. Hey Schmidi, servus. Da kannst du einen Lautsprecher dran stecken oder irgendwelche Scheinwerfer zum Beispiel. Oder ein GPS-Modul auch für Messungsflüge, was allerdings eine Wissenschaft für sich ist. Und hinten hast du natürlich mit eingebaut die Strobolight schon. Ansonsten ist die komplett baugleich. Genau, das ist der große Unterschied davon. Wir brauchen nur einen Namen. Ach so, und Community-Aufruf. Wir brauchen noch einen Namen. Jetzt überlegen wir die ganze Zeit, wie wir die benennen sollen. Weil nachdem ihr uns da ja so unterstützt habt, wäre irgendwie, ich weiß nicht, entweder lasst euch einen Namen einfallen oder irgendwie so von den Spendern irgendwie. Das war halt dann die Lemanski Cayman 01 oder keine Ahnung. Also wenn euch da irgendein cooler Name einfällt. Aber nichts Blöds, gell? Also- Also, haben wir es nur mit rein und wie war Ja, das? aber nicht, dass die dann daherkommen mit Leberkas. Lieber Also Leberkas, ja doch, Leberkas, der Jockey. Du hast jetzt einen Akku wechseln, da mal die Hinderniserkennung ausprobieren. Akku jetzt aber noch nur. Ja, dann mach. Wir sind jetzt mal ausprobieren da. Also was halt auch wichtig ist, ist die scheiß Hinderniserkennung. Weil, Gott, die fliegt jetzt nicht autonom. Autonom wäre, wenn es selber entscheiden wird. Obwohl, teilweise macht sie es ja, wenn sie ein Hindernis erkennt. Die findet einen Weg zum Beispiel. Die erkennt links und rechts ein Hindernis und probiert dann zum Beispiel, dass der durchfliegt. Also die ist eigentlich schlauer wie meine. Bei mir kannst du bloß einstellen, stehen bleiben oder außenrum. Und da kannst du wirklich alles eingeben. Drüber, drunter, Ninja-Rolle. Ja. Aber das sind, wie eben gesagt, so viele Einstellungen. Und wenn du da irgendwas falsch machst, sind ja doch ein paar Euros. Gell? Da haben wir nämlich da jetzt so ein Busheisel. Da darf ich nämlich jetzt sagen, du hast wie viele Meter eingestellt? 5 oder so, gell? Auf was? Wegen der Hinderniserkennung. Also Bahnen tut es ab 7 Meter und Brücken tut es bei 3 Meter. Okay. Der Namensvorschlag ist cool. Ich schaue mir den Stream später nochmal auf. Genau, also müsste die eigentlich bei 3 Meter stehen bleiben. Und da ich sagen, fliegst einfach mal so auf 2 Meter und fliegst auf das Busheisel zu, manuell. Und dann schaust, was es macht. Ich weiß, da geht ein bisschen Mut dazu. Taking off.
Nicht so hoch. Da mit der Hinderniserkennung, da gehört immer ein bisschen Mut dazu, bewusst auf irgendwas zuzufliegen. Also, ich hasse es, aber es muss einfach mal getestet werden, ob das auch zuverlässig ist. Wald könnt ihr vergessen, Wald, Wiese, Äste ist ein Riesenproblem. Aber feste Bauwerke. So, jetzt schauen wir, dass ich es euch ein bisschen von der Seite zeigen kann. Jetzt müsst ihr eine Meldung kriegen, oder? Jetzt piept er schon, okay. Ja, dann fliegen wir mal zurück. Und tiefer, oder? So, jetzt schauen wir mal. Also piepsen tut er, gell? Erkennen tut das? Okay. Okay. Also Dani gibt Vollgas und fliegt nicht. Im Automatikmodus darf er jetzt aber einen Umweg finden, gell? Da darf er jetzt daneben vorbeifliegen. Bleibt er stehen. Also das funktioniert, gibt es keine neue Frisur. Das Coole ist, ihr habt ja bei der Möglichkeit, die hat ja nicht nur vorn Kameras, die hat ja seitlich auch Kameras. Jetzt wenn rechts zum Beispiel, vielleicht kann man das ja sehen, da ganz unten, ja da rechts unten kann man umschalten. Da kann man praktisch Rundumblick, war in einer relativ schlechten Qualität. Aber man kann in der mit der Drohne nach links, nach unten, nach hinten nur schauen, wo es blockiert, genau. Was? Achtung. Ja, nicht, dass das der Schwierige ist und die Lampe ist. Ja, André, ich ja, aber du musst halt die Technik können. Ja. Das geht bloß mit Übung. Sagt die Dani Achtung und sagt nicht wieso. Sagt sie Achtung, ich schaue automatisch in die Luft. Achso, der landet jetzt da nicht, weil da mein Auto steht. Achso, der landet da nicht, weil das Auto da steht. Also der fliegt jetzt mit ihr zum Landeplatz, weil das Auto da steht. Aber du bist ja vorhin auch da gelandet, oder? Weiter weg. Ah, jetzt mag er. Pass für auf mit dem Drum, gell? Also da ist das Auto jetzt zu nah da gestanden, jetzt ist er nicht zum Landeplatz gekommen. Naja, da musst du aufpassen. Also das zerhäckselt die. Und nächstes Mal müssen wir halt Erdhaken rein da. Und, kannst du es das mal besser? Und? Wow, schaut euch das an. Ha? Perfekt. Super. Na gut, das war es jetzt erst einmal. Ich werde auf alle Fälle noch ein Video machen, wo wir euch das ganz genau erklären. Dann hoffentlich ein Ansatzvideo. Der Presser Sascha von Presserfotografie war letztes Mal auf Besuch, ist sogar im Urlaub extra um 4 Uhr aufgestanden. Weil ich dabei sein wollte bei der Kidsrettung, genau da haben wir keins gefunden. Am Tag vorher haben sie gefunden, Haben wir eins gefunden, am Tag danach 2, glaube ich, oder so. Ja, aber da aber war ich auch nicht dabei. genau an dem Tag, wo der Sascha da war. Aber das holen wir auf alle Fälle nach. Gut, dann werden wir jetzt noch weiter üben. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wie gesagt, da kämen noch 1, 2 Videos locker. Bin ja eigentlich auch schuldig für die ganze Unterstützung. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Für euch habe ich die Ehre. Jo, für die Dingsbums.